Wird direkt wird. Vielmals merci, Herr Präsident, die Damen und Herren Deputiert, dass man Friedrich Haut am Namen von meinem Kollegen Charles Weiler den Rapport zu diesem Gesetzesprojekt betreffend Änderung vom Arbeitsrecht für die Maßnahmen zur Förderung von der Beschäftigung von den Jungen dürfen zu machen. Dieses Gesetzesprojekt 8635 wird am 10. Oktober 2025 offiziell bei uns in der Chambre deposiert. Das Projekt wird den 23. Oktober an die Arbeitskommission verwiesen, an den 2. Dezember, respektive den 18. Dezember, und der Staatsrat sowie die Chambre des Salariés hier in Wien aufgehen. An der Reunion von der Arbeitskommission vom 28. Januar des Jahres hat die zuständige Chamberskommission de Charles Weiler zum Rapporteur ernannt. An derselben Sitzung hat den zuständigen Minister das Projekt präsentiert und Deputierten haben auch noch die verschiedenen Avien analysiert. An einer weiteren Reunion vom 4. Februar hat Herr Weiler sein schriftliches Rapport von der Madame Kemp präsentiert und von der Kommission unanim angeholt. Ich gebe dann nur kurz auf den Inhalt vom Gesetz eingehen. Das Projekt sieht eine Reihe Änderungen und der aktuellen Gesetzgebung zu den Beschäftigungsmaßnahmen für die jungen Leute 4. Auf der einen Seite gibt es legale Kader vom Contrat d'initiation à l'emploi, auf dem Contrat d'appui d'emploi und auch vom Stage de Professionalisation adaptiert und angepasst. Auf der anderen Seite bringt dieses Projekt eine Harmonisierung von den Indemnisationsmodalitäten und auch vom Recht auf Congé für Demandeurs d'emploi, die von einem Contrat de réinsertion emploi, einem Contrat d'appui emploi oder einem Contrat d'initiation à l'emploi profitieren. Was die Indemnisation anbelangt, also hervorzuheben, dass unter dem aktuellen System der Promoteur, der Beneficiaire von einem Contrat d'appui emploi oder einem Contrat d'initiation à l'emploi direkt bezahlt und dann vom Fonds pour l'emploi remboursiert wird. An der Praxis ist das aber mit Fällen konfrontiert, an denen Promoteuren ihrer Pflicht nicht nachkommen und die betroffenen Personen nicht indemnisiert gehen. Da wird proposiert, die Prozedur umzudrehen, also der vom Contrat de Réinsertion d'emploi anzupassen. In Zukunft wird es dem nur so sehen, dass der Staat Beneficiäre von all diesen Kontrakten direkt indemnisiert und dann vom Promoteur remboursiert wird. So wird mehr Sicherheit für die betroffenen Personen geschaffen. Das Weitere garantiert dadem für alle Beneficiären d'Affiliation beim Centre commun de la Sécurité sociale. Was de Congé angeht, gehen die bestehenden Regeln zum Contrat d'appui emploi und zum Contrat d'initiation à l'emploi in Zukunft und die vom Contrat de Réinsertion d'emploi angepasst. Wir kriegen also mehr einheitliche Regeln für die Beneficiäre von diesen Beschäftigungsmaßnahmen. Der Congé ist in Zukunft nicht mehr auf 2 pro Monat fixiert, mehr wird proportional zur Dauer vom Kontrakt berechnet. Zusätzlich sieht das Projekt vor, dass den Accès zum Stage de Professionalisation für alle Demandeurs d'emploi abgemacht wird, die bei der ADAM angeschrieben sind und dafür auch für die jungen Demandeurs d'emploi. Nun noch ein paar Worte zu den Avien, die rausgekommen sind. Der Staatsrat hat keine Kritik Fond vom Projekt geäußert, das weiß doch wegen Zügigkeit mal vom Depot bis zum Wort sehen. Aber der Staatsrat hat ein paar logistische Observationen gemacht, die die Kommission sich selbstverständlich zu Herzen geholt hat. Die Chambre des Salariés hat sich überdem positiv über die geplante Harmonisierung von der Indemnisation gewiesen. Sie unterstreicht aber, dass diese Reform nicht zu einer Deresponsabilisierung von den Promoteuren führen dürfte, und plädiert dafür, bei Bedarf mehr aufschreckende Sanktionen für zu sehen, wenn der Fonds pour l'emploi nicht remboursiert wird. Am Rest weist sie sich favorabel gegenüber den geplanten Änderungen. Herr Präsident, die Damen und Herren Deputiert, das wird dann alles mal für den mündlichen Rapport gewählt, auf für weitere Details verweisen auf den schriftlichen Rapport vom honorablen Herrn Weiler. Ich gebe dann auch noch ein paar Worte an meinem Namen als CSV-Sprecherin suchen. Als CSV-Fraktion unterstützen wir dieses Projekt gesehen als wichtigen Schritt für die Situation von den Betroffenen, ja, für den jungen Leuten zu verbessern. Beschäftigungsmaßnahmen sind von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, junge Leute in die Arbeitswelt heranzuführen, an ihnen eine Perspektive im Leben zu geben. Ihre legale Kader muss dafür klar, einfach und kohärent sein. Auch genau das erreichen wir mit diesem Projekt. Besonders positiv zu unterstreichen ist, dass Beneficiären in Zukunft direkt vom Fonds pour l'emploi bezahlt gehen und nicht riskieren, nur ohne Indemnität zu stehen, wenn der Promoteur seine Pflichten nicht erfüllt.
Die geplante Harmonisation und Simplifikationen bringen zusätzlich mehr Kohärenz an die bestehende Gesetzgebung. Auch das können wir nicht mehr begrüßen. Dafür, liebe Kollegen, ich so nicht viel Merci für die Nullleiterin und ich gehe mal durch den Akkord von der CSV.